Am Fernsehen kommen den ganzen Tag Talkshows. Ich kann's nicht mehr sehen. Wir stehen jetzt wirklich bis daher. Und es geht da immer um ganz wichtige Themen, also so Sachen, die was uns alle eigentlich beschäftigen. Also mein Hamster ist lesbisch oder meine Schwiegermutter sagt sie zu mir. Schlimme Sachen. Und meistens geht es ums Schlimmste, was es scheinbar überhaupt weltweit gibt, oder ums Wichtigste, Sexualität. So, jetzt haben wir die Familie da, der Sohn, der Papa, Tochter, Mama. Alle 4 sitzen da und schauen Fernsehen. Es läuft eine Talkshow, es geht wie immer um sexuelle Probleme und es fällt schon mehrmals das Wort Höhepunkt. Irgendwann wird der Sohn nervös. Papa! Ja? Papa, was ist denn ein Höhepunkt? Das brauchst du jetzt du noch gar nicht wissen. Hildegard schalt der fragt schon wieder. Ich habe eine Fernbedienung nicht. Ja, aber ist denn schon wieder? Ja, weiß ich nicht. Papa, was ist denn ein Höhepunkt? Ein Höhepunkt ist was Schönes. Na, mag ich auch einen. Jetzt mag er auch einen. Jetzt dumm geschaltet. Ich habe eine Fernbedienung nicht. Ja, fix weiß ich schon wieder die Fernbedienung. Mei, hab ich einen blöden Bruder. Du weißt nicht einmal, was ein Höhepunkt ist, du Depp. Papa, gell, wenn die so böse ist, kriegt sie keinen Höhepunkt. Genau. Das garantiert er. Solange du die Füße unter meinen Tisch hast, bekommst du keinen Höhepunkt. Das garantiert er. Du nicht. Mutter, schalt die spinnen alle 2 schon. Ich habe eine Fernbedienung nicht. Ja, aber wo ist sie schon wieder? Vielleicht bist du wieder drauf. Ja, ich habe mir schon gedacht, wie druckt was da. Da ist es. wird umgeschaltet. Bin noch nicht ein Depp. Da arbeitest du 8 Stunden am Tag, dann kommst du auf Nacht heim, dann kommt der Höhepunkt. Was sind wir denn? Schalt die um. Da schaut's hin. Das müsst ihr euch anschauen. Das ist ein Tierfilm. Ich habe als Kind nur Tierfilme angeschaut, darum bin ich so gescheit geworden. Schaut's hin, da könnt ihr was lernen. Das haben Pavianaffen. Schaut's euch's noch. Haben die einen roten Arsch? Ja, mei. Sind die krank? Die sind doch nicht krank. Jeder, der einen roten Arsch hat, ist doch nicht krank. Also Franz, ich will so einen roten Arsch, ich gang zum Doktor. Ja, du! Das sind noch Affen. Und das hat's Menschen. Obwohl. Man kann zweifeln. Franz, ja, was ist denn? Schau mal hier, was die 2 Affen dann. Oh. Papa, lass da, du hast gesagt, da können wir was lernen. Ja, Franz, das stimmt. Ja, ich habe gemeint, das ist ein Tierfilm. Kann ich wissen, dass das ein Sexfilm ist? Papa, schau hier, der eine auf, der schiebt den anderen dauernd da und die kommen nicht weiter. Grutzehn lesen. Schalt die um. Was ist denn das? Papa, lass da, das ist ein Tokyo-Hotel. Die mag ich so gern. Na, das schau ich mir nicht an. Schau mal hin, hupfen umeinander fahren, weil Taffen. Haben die einen roten Arsch? Ja, wundern darf es mich nicht. Es wird umgeschaltet. Was ist denn das? Franz, lass da, das ist der Biolek. Der Alfred Biolek, der kocht immer so gut. Der Alfred Biolek. Schau mal die Wampen an. Also die meine, nicht die sei. Jedes Mal, wenn ich den platten Ding sehe, hungert mich. 80% von der Wampen ist der schuld. Und schau mal nicht an. Jetzt schalt die auf explosiv. Das kommt ein Viertel. Das ist gut. Das ist gut. Oh, Hildegard, schau hin. Da haben sie einen erwischt. Im Flagranti, weil er seine Alte betrogen hat. Gott, der Depp. Papa, was ist denn schon wieder? Was ist denn Flagranti? Flagranti. Das ist ein Staat. Das ist ein Staat. Einen erwischen sie in Straubing, einen in Regensburg und den haben sie in Flagranti erwischt. Ach so, ja, so ist's. Hab ich einen blöden Bruder. Du weißt nicht einmal, was Flagranti ist. Weißt du das etwa du? Ja, ich hab's gelesen in der Bravo. Oh. Lest du schon Bravo? Ja, Jennifer hat's in der Schule dabei, dann lesen wir's immer. Das ist die heutige Jugend. Mit 12 Jahren Bravo lesen, mit 14 Raucher, mit 16 schwanger, mit 18 Trinte. Ja, so schaut's aus. Das sehe ich ganz schwarz. Papa, was ist denn schon wieder? Wer hat denn der seine Frau betrogen?
Ja, die haben Karten gespielt. In einem Wirtshaus. Im Flagranti. Und da hat er es beschissen. Und da sagt man betrogen. Aha. Hildegard, ich schalte wieder um. Der fragt dauernd. Hey, Franz, spinnst du? Das ist einer mit einem schwarzen Straps. Ich tat schon weg, aber jetzt können wir gleich Nachrichten, die schauen wir noch schnell an. Papa, was ist denn ein Straps? Hol mir ein Bier. Und du Chips. Papa, da ist dein Bier. Ja, merci, kann ich brauchen. Papa, was ist denn ein Straps? Das weiß ich auch nicht. Hast du die Hausaufgabe schon gemacht? Nein. Ab. Machen. Papa, was ist denn ein Straps? Jetzt holst du mir nochmal ein Bier. Ich hab dir doch erst eins geholt. Jetzt tierst du mich. Ab. Glaubst du, dass jeden Tag drum rausschwingen im Fernsehen? Am Samstag hat er mir 12 Weißbier geholt. Papa, da ist dein anderes Bier. Ja, merci. Und ich brauche. Hast du die Hausaufgabe schon gemacht? Ich gehe ja noch gar nicht in die Schule. Ach so. Der geht ja noch gar nicht in die Schule. Ja, das weiß ich schon. Du bist so kasig. Geh aus, dass du Farbe kriegst. Es ist doch dunkel und es regnet. Ist ja wurscht. Aber die Luft ist draußen. Hol dir eine. So, jetzt schauen wir mal da, was geboten ist. Franz, da das Zeug weg. Immer die nockerten Weiber. Das kann ich nicht sehen, da wird mir schlecht. Weißt du was? Wenn du das nicht sehen kannst, dann holst du mir ein Bier. Dankeschön.